für das junge deutsche Team, aber Platz 7 für die Groupama aus Frankreich. Auch noch nicht der Tag für die Ecobert. Hinteres Mittelfeld, sagen wir mal so, für Friedrich und sein Team haben bis heute vor dem Beginn der Wettfahrten noch die Gesamtführung gehabt. Der Steuermann. Ganz lange gehofft, dass diese Serie eben halt so expandiert, dass sie auch jetzt ein etwas größeres Boot segeln können, in etwas höherem Alter. Tornado war fast 25 Jahre ihr Boot, jetzt eben halt ein Riesentornado hier. Aber trotzdem, wir sehen mal hinten, da wird es nochmal etwas enger. Es ist doch relativ knapp an der Tonne. Der Wind ist da gerade so ein bisschen weg. Das Team Audi hat den Wind direkt von vorne. Ich hoffe nicht, dass die jetzt gleich an der Tonne Team Audi. Nein, das sieht gerade nicht ganz so gut aus. Mit der Geschwindigkeit praktisch vorbeitreiben und rechts und links an Red Bull. Was ist das hier für ein Ding? Also das ist, ja, das ist tatsächlich die Wolke von rechts hat hier wieder den Einfluss, während das andere Gebiet bis zur Endtonne reicht. Das ist so kleinteilig hier in Kiel auf der Förde und der Roman Agara hat gar nichts falsch gemacht. Er hat alles richtig gemacht, aber da kannst du eben nichts machen, da musst du locker bleiben. Und Jan Gischar rutscht in die führende Position und unten ist aber auch schon wieder Mitch Fuß, der ein bisschen den tieferen Weg wählt. Zwar ein bisschen in der Abdeckung, aber bis zur Tonne kommt er allemal. Und dann wird es wieder interessant. Und auf einmal Lee McMillan, nach 2 nicht ganz so guten Rennen, ist auf einmal wieder mit in der Spitze dabei, die Ecobert. Und aber vorne geht die Post ab für das französische Team, das insgesamt overall bloß nicht berühren mit diesem großen Schiff, bloß nicht das Ding. Die kommen alle zusammen. Guck mal, das ist wie eine Mauer, Roland. Das ist ja ein Ding. Audi hätte Fahrt, aber da stehen sie einfach alle im Weg. Versol kommt von hinten auch nochmal ran. Abgeschlagen momentan die Masira mit Louis Perron und die Groupama. Aber Rothschild bekommt zuerst den Wind und Jan Gischar holt sich erneut den zweiten Platz. Da gibt es einen Protest der Ecobert. Mal sehen, gegen wen und gegen was. Das haben wir nicht so genau mitbekommen. Aber es sieht so aus. Jetzt berühren sie sich da hinten auch noch ganz knapp. Das ist ärgerlich. Red Bull und Humanis kleben zusammen. Die werden wahrscheinlich auch Berührung haben. Die Jury ist schon am Feinden. Das ist jetzt nicht ärgerlich. Das ist so richtig das, was man als Aber schauen wir mal, Jan Gischar im Ziel. Jetzt Ecobert auf Platz 3. Lee McMillan hat es wieder gut gemacht. Aber auf Platz 4, wir arbeiten nicht langsam vor. Das deutsche Audi Sailing Team. Schade für Versol, die da gerade ein bisschen im Wind stehen. Genauso abgebügelt worden, ein bisschen wie Roman Agara mit der Red Bull. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine Jetzt geht nach vorne, jetzt schon wieder hinten. Also das wechselt hier ständig ab. Man muss einfach auch sagen, so ein Rennen muss man bis zum Schluss sauber durchsegeln. Der Verschluss vorne liegt, der hat es eben halt hier irgendwie überlebt. Aber mit Schmus hier wieder ganz der Schiff. Der macht gerade alles richtig, aber es ist echt ganz ärgerlich. Auch für das Audi-Team die da wirklich richtig gut lagen. Und dann direkt nicht auf den man dann noch spekuliert, ne? Weil es die ganze Zeit so war. Und der Mitch einfach mal Guck mal, jetzt kommt Versol, da ist wieder jetzt angeschossen. Kommt auch an. Das ist der Hammer. Was ist der da hinten? Genau, das sagten wir und dann schreiben sie sich doch wieder alle hier. Guck mal, jetzt gehen sie nicht durch. Da stehen sie da gleich alle da. Alle wieder schreiben sich da. So eine Tage braucht man auch. Die sind zwar leider nicht so häufig, aber wenn man sie dann hat, dann geht's los. Oh, hier wieder. Jawohl, hier Ocean Racing Club. Hier, wenn ihr nichts kommt, steht in der mal wieder nichts. Also da hilft es auch keine Wolke mehr. Man muss einfach nur sehen, dass man hier mit irgendeiner Fahrt rumgeht. Man sieht auch hin, dass das Audi-Team leider so richtig ein bisschen eingequetscht im Abwinden von den anderen Schiffen. Das Versol-Team hat es doch wieder ein bisschen an wie
Anschluss geschafft und liegt ja weiter in Luft. Wenn jetzt ein Windhöhe einsetzt, dann könnte er es nochmal richtig beschleunigen. Roland vorne geht die Post ab. Mitch Buß auf der linken Seite, Loic Perron auf der rechten Seite. Was bei Mitch Buß heute passiert ist, ich weiß nicht. Irgendwie klopft bei ihm das Adrenalin an die Schädeldecke. Vielleicht hat er das getrunken, was Roman Hagara auf seinem Segel durch die Welt hat. Ja, tolle Bilder hier von der Förding. Wahnsinn, was da jetzt passiert. Oh, da fährt ein Stecker fast. Ja, der Spritz ist überall. Wie gesagt, 4 Leute nur auf dem Boot. Das muss man sich mal überlegen, wie die da langheizen und diese 180 Quadratmeter, die gerade gehört, da gehändelt ist. Also ich habe da nichts Respekt vor den Jungs auf dem Wasser. So, dann kommt die Masira und Mitch Buß mit der Ocean Racing Club. Die beiden führen und Loic Perron gibt sich mit dem zweiten Platz alles andere als zufrieden. Aber Mitch Buß denkt ihn so gut immer, dass er in so einem Katamaran kann. Und Mitch wird versuchen, Loic Perron in Schach zu halten. Aber der hat da unten die bessere Geschwindigkeit. Also beide sind sie Legenden, beide sind sie in ihren Ländern mit reingepfeffert, aber Loic Perron fährt das Ding nach Hause für den Oman. Die Masira gewinnt in einem großartigen Rennen. Loic Perron, der erste und Platz 3 für die Rothschild Yankee Shashopir. Das beste Ergebnis für die Gruppe war Platz 4 jetzt. Und von den Kaffee ausziehen. guckt sich den Wind an. Boah, hier vorne, ja, wow! Der Stecker fährt dabei. Ganz schwierige Bedingungen. Aber schön anzuschauen. Das ist Action. So wollen wir das sehen. Du das mal hier rein, ja? Hast du deine auch? Die macht die sind auch aus der